Gut, willkommen da zurück, liebe Musikschaffende, in der Collab Musikbusiness Bibliothek. Für die das erste Mal zuschauen, super, cool, freut mich. Vielleicht habt ihr aber auch irgendwelche Kreativköpfe um euch herum, die jetzt noch nichts von dieser Musikbusiness Bibliothek wissen und ein bisschen ihr Game wollen professionalisieren. Darum schickt das ja gerne um oder schaut euch an, was ihr dort in der Description findet. Teilweise findet ihr noch so Sachen wie die Mundart Release-Liste unter 100 monatlichen Hörer da draussen, wo ihr auch könntet netzwerken mit anderen Leuten oder wo ihr zumindest würdet sehen, wer dort noch so rumschwirrt in eurem Universum, wo vielleicht etwas Ähnliches macht wie ihr. Oder ihr schaut da jetzt einfach zu und euch interessiert einfach ein bisschen Musikbusiness generell. Freut mich natürlich auch, wenn ihr keine Musikschaffenden sind und da einfach zuschaut. Willkommen an dieser Stelle. Wir schauen uns heute wieder in einem Format, wo wir da jetzt ein bisschen neu versuchen zu etablieren. Fragen wir Reddit. Nenne ich bescheidenerweise das Format. Schauen wir uns ein bisschen Subreddits an, wo irgendwie allerlei mit Musikbusiness oder mit der Musikindustrie zu tun hat. Und unter anderem gibt es dort ein Subreddit Music Industry. Und dort ist mir eine gute Frage oder beziehungsweise ein guter Post aufgefallen über eine Sache, über das Prinzip oder über eine Philosophie, wo nicht oft geredet wird, aber wo so eine von der Schattenseiten könnte darstellen. Es kann auch viele positive Seiten geben an dieser Sache, aber in diesem Fall werden wir das auch lesen, ist eher eine Schattenseite. Aber das hat alles mit dem... das ist die Philosophie oder das Prinzip, deine Zusammenarbeit als Musikschaffender, als Künstler oder Künstlerin mit einem A&R, wenn du gesigned bist bei einem Label. Für die sich fragen, was ist ein A&R oder ein A&R Mann oder Frau, das ist jemand, der im Artist- und Repertoire-Team arbeitet. Das sind meistens die Leute, die für den Vertragsabschluss zuständig sind, beziehungsweise auch für das Signen von den Künstler und Künstlerinnen da draussen bei einem Label und sind so etwas wie Talentscouts in erster Linie, bevor sie dich signen würden oder Interesse hätten, mit einem Künstler draussen zu arbeiten. Und nachher, während dem Release, sind sie aber auch die mit dir die ganze Release-Strategie machen oder dir vermeintlich dort helfen. In allem, was mit deiner Strategie, mit deiner Artist-Vision zu tun hat. So wie ich das jetzt da sage, tönt es vermeintlich sehr schön, sehr sexy auch. Das sind in erster Linie sind das die Leute, die zwischen dir sozusagen und der ganzen Umsatzwelt bei den Labels irgendwie stehen. Also sie sind sozusagen wie so deine internen Dolmetscher, also deine internen Übersetzer gegenüber den Label-Leuten, die halt nur Zahlen verstehen und nur Analytics verstehen. Dort sind A&Rs sind wie so ein bisschen eine Zwischenstelle, weil sie halt auch mit den Artists eher näher im Kontakt sind und heisst aber trotzdem, Achtung, dass jeder A&R in einem traditionellen Sinn, wo eher auf der Labelseite ist, wird vom Label gezahlt und nicht von dir. Das ist eine Dynamik, die wir nachher ein bisschen auseinandernehmen, die aber sehr eine grosse Rolle spielen kann, da generell. Weil in dem Thread, wo ich mir schon mal durchgelesen habe, wo vor ein paar Tagen entstanden ist, schreibt da jemand als Überschrift «My A&R doesn't like my songs anymore. I'm at a major label making music, haven't released anything yet and I've been working with...» Und da auch noch die Bemerkung auf «haven't released anything yet». And I've been working with this label for a couple of years now. We've come to a point where I'm constantly getting feedback that I should do more up-tempo, pop-type songs that people can turn up to, even though that has never been my vibe. I never made that kind of music and I don't really intend on doing that, but I'm told my songs are too mellow and dreamy. I've gotten into a couple of arguments about this with my A&R. I think some artists make music to party to, others make music for the low moments, some make music somewhere in between. Some can do it all. What should I do? I enjoy making music a lot, but this is really discouraging me.
Any advice is well appreciated. So die Person, ich weiß jetzt nicht, wer das ist natürlich einfach anonym, irgendjemand, der auf Reddit das postet hat, in dem Music Industry Thread, aber so Geschichten passieren sehr, sehr oft und die Dynamik, die Zusammenarbeit mit so A&Rs kann auch sehr kompliziert werden, weil ihr auch ein bisschen verstehen oder solltet verstehen, dass wenn ihr jetzt jemand wäret, der da zuschaut und Interesse hat, eines Tages vielleicht mit einem Label etwas zusammenzuschaffen oder irgendeine Partnerschaft einzugehen oder halt eben sich signen zu lassen, weil man jetzt das Gefühl hat, das ist der Weg, wie man es irgendwie schaffen tut, solltet ihr einfach verstehen, dass die A&Rs eben erstens einmal von den Labels gezahlt werden. Sprich, wenn es hart auf hart kommt und ich weiss, da schauen halt teilweise auch A&R-Leute zu, ist jetzt auch kein Geheimnis, wenn man ein bisschen die Follower-Basis vom Collab-Channel anschaut, dass da gewisse A&Rs zuschauen. Ich habe auch schon mit sehr vielen A&Rs zu tun gehabt, persönlich, und ich will auch niemandem vor den Kopf treten oder stoßen. Aber es ist wichtig, ihr als Musikschaffende vor allem, dass ihr die Dynamiken versteht, weil halt sehr wenig über das geredet wird, offen und ehrlich. Wenn wir die so verstehen, in erster Linie, die A&Rs werden von den Labels gezahlt, wo sie angestellt sind. Es wirkt halt teilweise so ein bisschen eher freier, also dass die A&Rs eher so ein bisschen, die werden halt eher so ein bisschen erzogen, die meisten von denen, dass sie auf deiner Seite sollen sein. Aber einfach, dass ihr euch vorstellt, wenn es hart auf hart kommt, sind die Label A&Rs, ich rede da jetzt nicht von freischaffenden A&Rs, die irgendwie sich in den Bio-A&Rs schimpfen und einfach so draussen Künstler vermitteln an Labels, sondern Leute von Labels, die dich hätten unter Vertrag noch oder vielleicht schon unter Vertrag haben, müssen halt verstehen, dass die A&Rs von diesen Labels gezahlt werden. Sprich, wenn es hart auf hart kommt, dann sind sie auf der Seite vom Label und nicht auf deiner Seite. Weil es hat historisch gezeigt in ganz vielen Stories und ihr werdet vielleicht aber auch nicht, auch noch gewisse Erfahrungen machen, dass dann schnell eine Situation kann entstehen, wo dieses Wort als gesignter Künstler oder Künstlerin gegen das Wort steht von dem A&R oder von der A&R-Frau oder von dem Mann, der dich dann halt gesigned hat oder unter Vertrag genommen hat. Dort sind ganz, ganz viele Machtdynamiken dahinter, eine gewisse Unterwürfigkeit, die auch sehr schnell, sehr oft kann entstehen kann, weil das, was da beschrieben wird, ist nicht eine Seltenheit, würde ich sagen, dass man dann wie so in so einer Rolle verfällt als Musikschaffende, oder es kann schnell passieren, dass man in eine Rolle verfällt, dass man die ganze Zeit diesen A&Rs nachher die Songs schicken, bevor überhaupt etwas released ist. Also wenn du jetzt mega früh gesigned wirst werden, was ich der allerwenigsten bis gar niemandem da draussen, der da zuschaut, empfehlen würde, weil genau nachher vielleicht so Stories auch könnten entstehen. Es muss nicht, es kann aber entstehen, dass jetzt du noch nie auf dem Markt draussen stattgefunden hast. Du weißt jetzt auch nicht, was von dir zieht oder nicht. Und in dieser naiven Blase, sage ich mal, weil du halt noch nicht viele Erfahrungen persönlich gesammelt hast, ist es halt sehr einfach nachher, dass ich als A&R, ich spiele jetzt mal die Rolle von dem A&R, der dich gesigned hat, sehr früh. Wäre ich jetzt ein A&R, würde ich das in den seltensten Fällen halt machen, mit Leuten, die sehr wenig bis gar nicht released haben auf dem Markt, weil ich will nicht den Druck haben oder schwitzen müssen, dass nachher das Projekt unbedingt funktionieren muss, aber eigentlich weiss ich gar nicht, ob das Projekt irgendwie Potenzial hat gegen aussen, weil noch gar nicht released worden ist von dir. Und ich weiss auch ganz viele A&R-Kollegen, die ich auch schon kennengelernt habe, Industriekollegen, die haben auch den Druck. Ich würde nachher ein bisschen auf das eingehen, dass es auch die Gegenseite gibt. Ich würde nicht nur sagen, das ist jetzt da, und es soll auch nicht so wirken, hoffentlich, dass es jetzt A&R-Bashing ist und ich würde nur so einseitig das präsentieren. Es gibt auch die Seite vom A&R, wo halt auch sehr viel Druck hat dort, aber weil vermeintlich da sehr viele Musikschaffende eher zuschauen, würde ich jetzt eher diese Seite highlighten. Ich bin jetzt der A&R, ich habe dich gesigned, du hast noch nicht viele Songs draussen. Was jetzt passieren wird,
in den meisten Fällen, ist, dass es jetzt irgendwann einmal darum gehen würde, okay, releasen wir mal den ersten Song. Gehen wir mal von so einem Beispiel aus. Du bist tatsächlich so früh gesigned worden, dass vielleicht 1, 2, 3 Songs draussen sind. Das kann passieren. Es gibt aber mittlerweile in der Schweiz die meisten eher als bei grösseren Labels. In so einem Fall ist es bei einem Major-Label passiert. Gehen wir einfach von einem grösseren Label aus. Die meisten A&Rs gehen nicht so einen Gamble ein, dass sie jemanden auf der Basis von 1, 2 Songs, die sie draussen haben, nur unter Vertrag nehmen. Das gibt es auch, dass man es so früh macht, aber dann hat eigentlich eher die Firma viel einen grösseren Druck als du teilweise. Aber was passiert jetzt, wenn du so früh vermeintlich irgendwie würdest dich signen lassen oder mit jemandem zusammenarbeiten? Deine Dynamik könnte entstehen, dass nachher eben, es kommt jetzt darauf an, okay, wir sollten einen Song releasen. Schick uns doch mal bitte, ich rede jetzt direkt zu dir, wo ich dich jetzt gesigned habe, ich spiele jetzt einfach mal die Rolle. Schick mir doch jetzt bitte 3 von deinen Songs, wo du da im Studio am Werkeln sind. Und nachher schickst du die 3 Songs und dann zeigst du, was die meisten dann sagen, aber gell, das sind nur so ein bisschen rough Mixes, ein bisschen Skizzen, also es sind nicht Skizzen, es ist schon voll ausproduziert oder arrangiert, aber du sagst, gell, es ist rough, es ist noch nicht ganz gemixt und gemastert und alles fine-tuned, oder? So. Sagt man schon mal ein bisschen als Disclaimer oftmals. Und dann höre ich mir das an als A&R und weil ich jetzt da gar nicht so viel Richtwert habe von dir selber, was du so performen kannst, weil du halt noch nicht richtig auf dem Markt bist, vielleicht nur mit 1, 2 Songs, und es passiert halt, dass nachher subjektiv die Songs mir nicht gefallen, kann halt schnell so etwas entstehen, wie das da auch beschrieben worden ist, dass ich dann würde sagen, hey, es gefällt mir keiner von diesen 3 Songs. So. Jetzt hast du schon dort, jetzt seht ihr vielleicht schon, was dort passiert. Was sagst jetzt du als Musikschaffender als Antwort dort zurück? Wenn du jetzt würdest sagen, ja, aber ich will, dass einer von diesen 3 Songs soll meine Single werden oder einer von diesen 3 Songs soll rauskommen, dann sage ich, ja, aber die Songs sind nicht stark genug. Und jetzt, weil du vielleicht, sagen wir jetzt das als Beispiel, bei 1000 monatlichen Hörer bist oder 2000 oder was auch immer, nehmen wir einfach einen low amount of monthly listeners und schon sehr früh gesigned worden ist, hast du jetzt eigentlich nicht so grosse Argumente, dass du kannst sagen, ja, aber ich will, dass der Song genau so rauskommt, wie ich dir den jetzt geschickt habe. Und das ist auch meine finale Form. Dann werde ich sagen, ja, aber können wir nicht mal ins Studio gehen und vielleicht gehst du an noch mehr Songs an. Du hast an noch mehr Songs werken. Und dann sagst du vielleicht, okay, ja, die Person hat mich gesigned, sie hat auch schon Geld in mich investiert, beziehungsweise mir irgendwie schon das Geld gegeben, dass ich da diese Songs schaffe. Ich gehe halt nochmal zurück ins Studio. Und alles, was ich da jetzt erkläre, einfach zwischendrin, dass ihr das versteht, das sind Dynamiken. Vermeintlich wirkt das jetzt so, als würde ich das zu einem grösseren Thema machen, als es tatsächlich ist. Aber meiner Meinung nach, das ist jetzt vielleicht einfach meine persönliche Meinung, ist das, die heutzutage zumindest, zu dem Zeitpunkt, wo ihr jetzt das Video schaut, die Dynamik A&R mit dem Artist ist heutzutage mitunter eine der grössten Machtdynamiken, wo halt unter den Teppich gekehrt wird und wo vermeintlich sehr grosse Bad Vibes könnten entstehen für die Zukunft, wenn du jetzt jemand wärst, der Interesse hat, mit einem Label zusammenzuarbeiten. Es gibt jenste andere Päckchen, die man dort noch aufmachen kann und Argumente. Ich würde aber einfach mal schnell bei dem stehen bleiben, dass, okay, jetzt bist du instruiert worden, hey, die Songs sind nicht gut genug, geh doch nochmal ins Studio, mach doch nochmal 2, 3 Songs, ganz andere Songs, wo du uns da jetzt nicht geschickt hast. Wo du mir da jetzt nicht geschickt hast, die 3 Songs, mach nochmal 2 neue Songs, komm, machen wir nochmal einen Anlauf. Vielleicht können wir dir 2 neue Songs raus, die vermeintlich Bangers sind, wo wir eher bringen. So. Und dann gehst du vielleicht nochmal 3, 4, 5 Wochen ins Studio, vielleicht auch länger, wer weiß. So, merkt ihr, in dieser Zeit ist nichts von dir rausgekommen. In all dieser Diskussion.
ihr merkt, es ist schwierig für mich auch natürlich, da neutral zu bleiben, beziehungsweise, weil ich habe die Schattenseite schon mitbekommen. Selber in Diskussionen, die ich gesteckt habe an der Seite von Künstlern und Künstlerinnen. Und ich weiss, dass ganz viele die Problemstellungen haben oder die Herausforderung. Und das ist jetzt auch nicht jeder, wie sagt man, alle Hoffnung verloren wegen dem. Aber ihr merkt, allein jetzt ist schon dass das Hin und Her, vielleicht sind das 3-4 E-Mails gewesen, oder ihr schickt zuerst 3 Songs, also 3 Songs, und dann sage ich jetzt als A&R, ja, aber die Songs sind nicht gut genug, geh doch nochmal zurück ins Studio. So. Und dann machst du nochmal 2 Songs, aber vor dem Schicken von diesen 2 neuen Songs sind vielleicht 1,5 Monate vorbeigegangen. Vielleicht 2 Monate, wer weiß. Vielleicht auch nur, wenn du schnell bist, 4 Wochen. Aber gehen wir mal von 1,5 Monaten, 2 Monaten aus, weil Songs lassen sich ja auch nicht gerade von heute auf morgen machen, wirklich gute Songs, die auch verheben wollen. Auch wenn du sogar mit einem grossen Label zusammen schaffst, wo du auch willst, vermeintlich Songs machen, die verheben, die längerfristig heben, so, dann willst du die nicht einfach nur so schnell machen, husch, husch. So. Jetzt merkt er oder prägt er ein bisschen oder macht er ein bisschen bewusst, 1,5 Monate sind vielleicht dort schon vergangen. In diesen 1,5 Monaten hat die Öffentlichkeit nichts von dir gehört. Sprich, gar keine Songs draussen, die du konsumiert hast. Das heisst, es könnte sein, du wirst gesigned irgendwo, egal bei welchem Label, egal ob das Label gross oder klein ist. Aber sagen wir, das Label hat ein A&R dort dahinter oder ein gewisses A&R-Team, wo mega so spürst mich, fühlst mich mit dir, wird die ganze Zeit alle Songs ausdiskutieren, die kreative Output mit dir wird hin und her diskutieren. Jetzt kannst du zwischen dem Signing, also zwischen dem Zeitpunkt, wo du gesigned worden bist, bis dein erster Song effektiv draussen ist, könnte allein schon diese Periode 2-3 Monate vorbeigehen. Vielleicht, weil du noch nicht Songs parat gehabt hast und weil du die ersten paar Songs geschickt hast und weil nachher irgend so eine Antwort zurückgekommen ist, ja, die Songs sind nicht gut genug. Und ich sage jetzt nicht irgend so eine Antwort im Sinne von degradierend für den A&R. Ich verstehe auch wiederum, auf der Seite vom A&R, denen ihr Job ist halt das Beste aus dir rauszuholen, wenn sie dich gesigned haben oder in deinem Auftrag mit dir zusammen Musik releasen. Und es kann auch eine gute Sache sein, dass A&Rs das hinterfragen oder gewisse Leute in deinen Kreisen und sagen, hey, die Songs sind noch nicht gut genug, geh doch nochmal zurück ins Studio. Aber jetzt, um zu diesem Beispiel zurückzukommen, du machst jetzt 2 neue Songs, du hast schon 3 abgeliefert, also im Sinne von abgeliefert, du hast sie gezeigt, die 3 Songs sind als nicht gut genug erachtet worden. Jetzt gehst du nochmal zurück, hast nochmal 2 Songs gemacht, innerhalb von 1,5 Monaten. Und dann sagst du, okay, gut, ja, jetzt sind wir schon im Monat 3, Monat 2 oder am Ende vom Monat 2 und es ist immer noch nicht rausgekommen, scheiße, und irgendwie die Leute draussen, ich habe sie schon ein bisschen heiß gemacht selber, gut, das war auch mein Fehler gewesen, dass ich das jetzt mega krass gepusht habe und kommuniziert à la New Music Soon und so, und dann sind jetzt schon 2 Monate vergangen und du bist dort immer noch am Reden und dann bevor die 2 Songs schickst, denkst du auch noch sogar, also nicht sogar, du denkst dir, hey, ich habe mir jetzt wirklich Mühe gegeben, ich hoffe wirklich, der A&R oder die A&R-Frau oder der Mann, denen gefallen die 2 neuen Songs, die ich da gemacht habe. Und jetzt, auch das wieder, ist ein zweiter Punkt. Merkt ihr vielleicht, ihr habt euch dort schon in eine gewisse unterwürfige Rolle da, dass ihr jetzt dafür nach Bestätigung oder nach einem Approval, nach irgendeiner Form von einem Okay wartet, von dem A&R. Und das sind ganz viele von diesen Dynamiken mit dem, eben, ihr habt die Person zahlt euch vermeintlich Produktionskosten, ihr müsst dieser Person etwas beweisen oder ihr müsst ein Okay holen von dieser Person, dass jetzt dein Song gut genug ist, dass er released soll werden. Ihr merkt, wie das viele von diesen Argumenten oder von diesen Punkten können halt sehr, sehr subjektiv sein. Und ist auch schwierig, weil bei diesen Labels oder bei diesen Firmen generell hocken auch nur Menschen am Ende des Tages, die halt einfach auch einen eigenen Geschmack haben. All die A&Rs, viele von denen,
wollen auch oftmals ihren eigenen Geschmack hineinbringen in eine gewisse Diskussion, in eine gewisse Konversation, wenn es jetzt um eine musikalische Vision geht oder etwas. Oder einfach gesagt, einfach auch ihren Stempel drauf tun, wo sie, jetzt könnte man sich darüber streiten, bis zu einem gewissen Punkt haben sie vielleicht auch eine Berechtigung, wenn sie das Geld zahlen, mit dem du ins Studio gehst, um die Songs zu machen. Könnte jetzt auch sein, dass sie sagen, sie wollen auch, du hast so einen A&R verwünscht, wo halt so musikalische Inputs bringen will. Aber ich sehe, dass das natürlich dann teilweise sehr, sehr subjektive Inputs können sein, wo du jetzt als Musikschaffender, der da zuschaut, nicht wirklich neutral darauf vertrauen könntest, dass der A&R jetzt alles halt nur weil er oder sie die Vision am Anfang verstanden hat von dir oder dir sagt, ja, ich verstehe deine Vision, ich verstehe ein bisschen, was du machst oder machen willst, heisst das jetzt nicht, jeder Song, den du denen schickst, sie die gerade frei winken. Und allein schon das, was ich jetzt da sage, einfach, dass ich ein bisschen aufpasst, weil das ist wirklich ernst, das ist kein Joke. Allein schon das mit dem Freiwinken, ich sage das jetzt einfach so, das bedeutet nicht, dass das der Status quo sollte sein oder dass das auch wirklich sollte so passieren. Auch jetzt noch, heute, momentan noch und auch in Zukunft. Weil wer sagt überhaupt, dass du nach einer Bestätigung solltest suchen bei gewissen A&R? Oder wer sagt, dass du um eine Erlaubnis solltest fragen? Aber oftmals hat das natürlich auch mit diesen Verträgen oder mit den Abmachungen zu tun, wo halt so Sachen wie die A&R-Machtdynamik, also die A&R-Artist-Machtdynamik, wird halt nicht sehr, sehr gut, schriftlich und transparent dort aufgeschrieben, weil ich gebe euch jetzt einfach schnell ein anderes Beispiel. Nachdem ihr habt jetzt noch nicht Antwort bekommen, die zwei neuen Songs, wenn wir in diesem Beispiel bleiben, habt ihr jetzt geschickt. So, ihr wartet jetzt auf eine Antwort dort. Die Antwort könnte vielleicht auch sein, hey, die sind nicht gut genug, geh nochmal ins Studio, da hast du nochmal 5000 Stutz oder da hast du nochmal irgendwie Summe X, geh nochmal ins Studio, geh noch geilere Songs machen. So, irgendwann könnte vielleicht, wie bei dem Punkt, bei der Person, die den Post gemacht hat, irgendwann kann dein Punkt kommen, wo du sagst, hey, aber ich will nicht mehr nochmal ins Studio, das sind jetzt die Songs und ich will die Songs releasen, was soll das, oder? Irgendwann kommt mir vielleicht das Gefühl über von, da versucht mich jemand zu blockieren. Es muss nicht, aber ich sage nur, so etwas kann passieren, vermeintlich. Es muss nicht eben. Bevor so etwas passiert, kann es auch sein, dass ein A&R so schlau ist oder so intelligent und das nicht zu so einer Situation kommen und halt mit dem schafft ein bisschen, was dieser Person gegeben worden ist. Sprich, die Songs, wo du der Person geschickt hast, mit dem wird dann irgendwie geschaffen. Wenn dann gemerkt wird, okay, man kann jetzt nicht den Musikschaffenden nochmal ins Studio schicken. Aber man kann die Person nicht nochmal ins Studio schicken, wenn du das jetzt nicht schriftlich irgendwo abgemacht hast, wer sagt, wie viel Mal das soll sein. Und ich bringe ein bisschen die Analogie oder den Vergleich, dann macht das vielleicht ein bisschen mehr Sinn für euch. Denkt euch, ihr seid der Artist und ihr beauftragt einen Mixing Engineer, um eure Songs zu mixen. So, wenn ihr jetzt geübt sind in dem, wenn ihr das schon ein paar Mal gemacht habt, der Mixing Engineer, wenn der Mixing Engineer das schon mal ein paar Mal gemacht hat und weil das eine Kunstform ist, wo halt auch, oder ein Handwerk, wo halt auch sehr subjektiv kann sein, wo halt nicht extrem neutral ist, so wie halt viele andere Sachen, die mit Musik zu haben, kann es sein, dass der Mixing Engineer, wenn es ein sehr professioneller Mixing Engineer ist, kann es auch sein, dass der oder die sagt, okay, schau, wir machen ab, bevor wir da irgendwie überhaupt den Auftrag startet, machen wir ab, dass du 3-mal eine Änderung kannst bei mir anfordern. Ab dem 3. Mal, wenn dann der dritte Mix dann immer noch nicht geil findest, dann ist der Service gemacht, ich bekomme das Geld, die Dienstleistung ist beendet und wenn du wünschst, kannst du irgendwo bei einer anderen Person einen neuen Reference-Mix machen lassen. Ich mache da nicht nochmal einen. 3-mal und das ist die Abmachung. Sprich, 3 Veränderungen. Das heisst, es gibt die vielleicht noch nach dem ersten Mixdown, gibt es noch 3-mal hin und her oder 2 oder 3-mal hin und her und dann ist Schluss.
Und ich muss mir vorstellen, allein schon so Klauseln oder so Abmachungen, ich nenne es jetzt einfach Klauseln, weil ich das mehr so vom Musikbusiness im Kopf habe, so eine Abmachung gibt es ganz oft oder praktisch gar nie, in sehr, sehr wenigen Verträgen, sehr, sehr selten, gibt es so eine Abmachung mit A&Rs bei Labels. Und wenn es das jetzt nicht gäbe, woher weißt du dann, ab welchem Punkt willst du wissen, dass sie jetzt nach dem zweiten Song, den du ihnen geschickt hast, du hast ihnen 3 Songs geschickt, dann finden sie, ja, diese 3 Songs sind nicht, sagen wir jetzt, Worst-Case-Szenario. Es könnte auch sein, ich würde den Benefit of the Doubt geben. Also sprich auch die andere Seite ein bisschen aufzeigen. Eben. Es könnte auch sein, dass sie die 3 Songs super finden und finden, okay, wir starten mit dem Song. Again, die da jetzt ein bisschen zuschauen, die verstehen, ich gehe jetzt eher von einem Worst-Case-Szenario aus, dass ihr ein bisschen alle Dynamiken mitbekommt, alle Perspektiven. Sagen wir jetzt aber, die 3 Songs sind nicht gut genug oder werden als nicht gut genug, was auch immer das soll bedeuten in einer Musikwelt, also nicht gut genug werden die deklariert. So, dann musst du zurück und machst nochmal die 2 Songs. Jetzt, es kann sein, dass die 2 Songs auch nicht jemandem gefallen. So wie es da jetzt passiert ist bei dieser Person, die sagt, hey, ich habe sogar noch nichts released und bin schon a couple of years mit dem Label in einer Beziehung. Das schließt natürlich jetzt ein bisschen auf International Labels, klar, und in einer Schweizer Situation kann das teilweise anders aussehen oder muss es vermeintlich nicht so anstrengend sein, durch so einen A&R-Prozess gehen oder so ein Hin und Her, weil ein Schweizer A&R oft, es muss nicht auf alle zutreffen oder es kann nicht auf alle zutreffen, aber es gibt die meisten Schweizer A&Rs, wenn jetzt dort auch nicht 1-2 Jahre mit dir dort hin und her reden, hin und her quatschen und halt nichts releasen. Die Situation, wo da beschrieben wird in dem Reddit-Post, ist halt, wirkt halt eher so, wie es bei einem internationalen, grösseren Label oftmals gemacht wird oder das auch keine Seltenheit ist, dass dort wirklich Jahre könnten vergehen. Es wäre ein bisschen komisch, wenn mehrere Jahre dazwischen wären, aber es kann gut möglich sein, dass ein halbes Jahr, vermeintlich ein Jahr, Worst Case irgendwie oder ein bisschen länger, kann vorbeigehen und man sich einfach nicht einig wird mit den A&Rs. Aber ich würde es gerne in Zukunft oder auch jetzt schon heutzutage für Leute, die sich das jetzt interessieren und denken, okay, vielleicht werde ich irgendwann mit A&Rs zu tun haben, würde ich mir das eher so vorstellen, dass es auch besser sein und transparenter für alle Beteiligten, wenn du vielleicht auch so etwas abmachst wie, ich wäre jetzt nicht so abgeneigt, ich bin jetzt der A&R, ich wäre nicht so abgeneigt, dass ich mit dir als Artist abmache, hey, look, okay, so wie bei dem Mixing-Engineer-Beispiel, wir können 3-mal vermeintlich hin und her gehen, also ich kann dir noch 3 Einwände bringen, sozusagen. Einwände im Deutsch, also im Sinne von, ich kann dir 3-mal Feedback geben und nach dem 3. Feedback, wenn ich dann immer noch etwas auszusetzen dran habe, aber du bringst mir wirklich schon den voll ausproduzierte Song, gemixt und gemastert, der ist schon ready, dann gilt dieses Wort als stärker und wir releasen den Song so, wie er da ist. Weil, Achtung, ich würde jetzt auch nicht von so Situationen ausgehen, wenn wir jetzt gewisse Leute würden schreiben, gewisse Musikschaften und sagen, ja Alex, ich habe auch mit einem A&R zu tun, der blockiert mich auch, angeblich, und weißt, ich habe ihm da die Rough Mixes geschickt und die Person blockiert mich. Und nachher stellt sich aber heraus, ja, die Songs sind gar nicht richtig ausproduziert und sind gar keine fertigen Songs, sondern irgendwie so Demo-Skizzen, wo so ein bisschen der zweite Verse fehlt ein bisschen und der zweite Chorus ist gar nicht richtig irgendwie reingebracht und man will das so ein bisschen loose, ein bisschen freigeistlich, wird man sagen. Und der A&R blockiert mich. Ich rede eher von Situationen, wo du das meiste gemacht hast, was du kannst machen. Also du kannst nicht mehr machen, als den Song halt voll und ganz ausproduzieren und voll und ganz arrangieren und mixen und masteren im besten Fall. Aber es kann auch sein, dass du einfach sagst, okay, easy, er ist voll ausproduziert, voll arrangiert. Vielleicht fehlt noch das Mix und Mastering, aber man kann das an einen A&R schon mal schicken.
Aber der Song ist schon fertig, basically. Ich rede eher von so Situationen, nicht so delusional Moment, wo man jetzt einfach das Gefühl hat, man ist blockiert oder man wird bewusst blockiert, aber eigentlich wird der ENR dir einfach versuchen zu sagen, hey, der Song ist gar noch nicht fertig, so. Wir können uns da jetzt auch entspannen. Aber wenn der Song vollständig fertig ist, merkt ihr, dass wenn du jetzt immer wieder hin und her würdest gehen und du machst nicht eine Anzahl ab, wo es sagt, okay, ab dem dritten Feedback ist genug, dann müsstest du mir als ENR nachher sagen, okay, schau, ich gebe dir das okay, beziehungsweise der Song kommt jetzt so raus, wie du willst. Wenn du das jetzt nie abmachst, dann kann das Spielen mit dem Hin und Her kann das ewig hin und her gehen, sozusagen. Und ich glaube, ganz, ganz viele Leute unterschätzen das. Ich weiß nicht, ob die ENRs, viele ENRs, ich will jetzt auch nicht von allen reden, weil ich nicht, ich sprich auch nicht für die ENRs am Ende, weil ich selber bin kein ENR. Ich weiß, dass dass das ein schwieriger Job ist. Ich weiß auch, ich selber würde mich sehr schwierig damit tun, in einer ENR-Position. Vor allem bei einem grösseren Label, weil halt du auch immer zwischen Schule und Bank bist und in dieser Rolle bist, ja, du musst neues Talent sein oder dein Auftrag, wegen dem wirst du zahlt, wegen dem kommst du deinen Lohn über, dass du jährlich neues Talent seinst oder halt die neuen potenziellen grossen Künstler und Künstlerinnen, auch jüngere Leute, die halt ein grosses Potenzial hätten. Und das ist mit sehr, sehr, sehr viel Druck verbunden, weil die meisten Signings funktionieren halt nicht. Die Mehrheit der Signings bei grösseren Labels oder auch bei kleineren Indie-Labels, die funktionieren halt nicht. Oder es gibt auch gewisse Statistik, oder es hat immer so ein Sprichwort gegeben, dass ein guter ENR irgendwie, was ist es gewesen, wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzen. Aber es gibt so englische Anekdoten, wo es basically darum geht, ein sehr guter ENR ist schon jemand, der im Jahr von 10 gesignten Künstlern oder Künstlerinnen, wenn einer von denen funktioniert, von diesen 10, ist man schon in der Top-Liga als ENR. Das ist auch so ein bisschen eine zynische Anekdote oder eine überspitzte Anekdote. Aber es soll ein bisschen darum gehen, dass es unglaublich schwierig ist, als ENR Leute zu finden, die halt dann auch das versprechen, was man jetzt beim Signing sich erhofft hat, dass die Songs nachher durchstarten oder die Leute durchstarten. Weil zum fair sein gegenüber den ENRs, weil ich es nicht so wirken lassen will, dass ich da jetzt wirklich einfach Bashing betreibe oder sage, arbeiten ja nie mit ENRs zusammen, weil die versuchen euch alle zu blockieren. Auf das will ich gar nicht raus, oder das ist auch nicht meine Intention. Aber um es auch ein bisschen fairer machen für ENRs, es gibt halt sehr viele Situationen, wo ENRs jahrelang mit Künstlern und Künstlerinnen zusammenarbeiten, eben schon von klein auf, also Aufbauthemen. Und vermeintlich ganz viele Künstler, die gar nie funktionieren und vielleicht nach 3, 4, 5 Jahren muss man dort an den Stecker ziehen, hat sehr viel Geld investiert und das ist dann eher ein Verlust für den ENR oder für die Person, die dich halt dann gesigned hat. Das passiert auch, aber weil da halt mir eher vermeintlich Musikschaffende zuschauen oder Leute, die auf der Künstler- und Künstlerinnen-Seite sind, würde ich einfach sagen, der Thread oder der Upload, den ihr da seht, hat eine grosse Bedeutung. Vielleicht eine noch größere Bedeutung, als ich da jetzt aufzeigen kann, da in diesen kurzen Minuten, weil ich das Thema auch nicht voll ganz auseinandernehmen kann. Aber ich würde euch einfach dort so ein paar Fragen in den Raum werfen, die ihr einfach mitnehmen könntet, wenn es jetzt darum geht, dass ihr potenziell irgendwann mit ENRs zu tun habt. So, das ist ein Gebiet, generell mit ENRs zusammenarbeiten, ist ein Gebiet, das noch sehr intransparent ist. Das ist ein Gebiet, wo sehr wenig Sachen oftmals konkretisiert werden. Es kann sein, dass ihr einen ehrlichen ENR verwünscht, mit dem ihr auch sehr gut harmoniert. Ich bin jetzt eher so der Typ Mensch, der an einen ENR ehrlich wäre zu einem Artist oder zu jemandem wie mir, glaube ich, harmoniert man besser, wenn wir einfach auf beiden Seiten transparent sind. Aber oftmals sind so Diskussionen oder so Dynamiken sind auf eine sehr intransparente Basis, sprich auf einer Basis, wo halt teilweise gewisse Sachen nicht richtig angesprochen werden, gewisse Sachen werden unter den Tisch gekehrt.
sei es jetzt, ob du jetzt dann nervös bist als Artist oder so ein bisschen Angst vor dieser Interaktion hast, oder vielleicht ist es auch der A&R, der dir nicht alles ehrlich sagen will, weil der A&R Angst hat davor, deine Gefühle zu verletzen oder was auch immer. Es gibt ganz viele Dynamiken, die dort drin spielen. Aber einer von den Argumenten, die ich immer wieder sehe, ist, dass es schnell passieren kann, wenn du jetzt vermeintlich der Künstler oder Künstlerin bist, der noch nicht viel Konsum hat auf deiner Seite. Weil der Konsum, dein Musikkonsum, den du hast, ist sozusagen wie dein Ass im Ärmel. Das wissen auch A&Rs, das wissen Labels, das wissen alle Industrieleute, das ist kein Geheimnis. Wenn du viel Konsum hast, bist du in dieser Situation, wo du fordern kannst. Und mit Konsum meine ich organischen Konsum. Ich rede nicht von künstlichem Konsum, das ist aber eine Geschichte für eine andere Episode. Gewisse, die da schon länger zuschauen, wissen Bescheid. Aber ich rede von organischem Konsum. Wenn du jetzt aber jemand bist, der das noch nicht hat, oder du bist noch im Aufbau, solltet ihr einfach wissen, dass es schnell passieren kann, dass ihr in der unterwürfigen Rolle sind, in der unterwürfigen Position. Und amix auch gar nicht bösartig. Das sind jetzt nicht A&Rs oder Labels, ich will euch auch gar nicht damit sagen, das sind dann Labels oder A&Rs, die das extra ausnutzen auf eine bösartige Art. Und euch unten behalten, wenn ihr schon unten seid, sondern es ist einfach eine Verhandlungsbasis, müsst ihr euch vorstellen, eine Position, wo halt dann die Leute einsetzen. Oder drinnen sind. Wenn du halt wenig Konsum hast, sagen wir, du bist irgendwo bei 1000 Mann für Listeners und du schaffst schon mit einem grösseren Label zusammen, dann okay, könnt ihr ja sagen, ja cool, dass du das gemacht hast, ist schön. Ich persönlich hätte gesagt, viel zu früh, würde ich niemals machen so, weil einfach die Machtdynamik viel zu gross verschoben ist. So zwischen dem Label, das dich finanziert und dir Geld gibt und du als Künstler oder Künstlerin. Aber wenn du so tief noch wärst mit dem Konsum, kann es halt sein, dass du nachher eher in einer Bringschuld bist, dass du nachher eher die Person bist, die halt die Argumente muss bringen, die halt muss sagen nein, wo halt muss mega einstehen für das, dass es nach deiner Pfeife soll laufen alles. Und das ist jetzt auch kein Instruktionsvideo, wo es darum geht, dass du sagst, ja, bring es immer so an, dass alles immer nur nach deiner Pfeife tanzt und los auch gar nie auf irgendwelche Meinungen von A&Rs oder Label-Leuten, die dich irgendwie gesigned haben oder mit dir zusammenarbeiten. Und das soll es auch nicht gehen. Aber ich würde es ein bisschen versuchen auszubalancieren mit so einem Video wie das, was ihr da gesehen, weil ich finde, es wird noch viel, viel zu wenig darüber geredet. Ich habe sogar, es ist so weit, dass ich auch zeitlich, ich habe das Thema A&Ring, Machtdynamik zwischen A&R und Künstler und Künstlerin, ist immer in meinem Kopf umgeschwelgt in den letzten paar Jahren, aber ich bin auch zeitlich nie dazu gekommen, dass ich das jetzt einmal auseinandernehme. Und das wird auch nicht die letzte Episode oder der letzte Upload dazu sein, weil das ein Thema ist, wo gewisse Leute viel, viel länger begleitet, als man vermeintlich denkt. Und ich sage jetzt auch nicht, auch dort nochmal zum schnell gewisse Sachen noch reinsteppen oder zwischendurch sagen, es geht auch nicht darum, dass Endgame sollte sein, Künstler versus A&R, dass das wie so zwei entgegengesetzte Seiten sollten sein. In einem Idealfall harmoniert das alles zusammen und es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Eben darum würde ich das auch nicht so darstellen lassen, einfach, dass ihr das versteht. Ich versuche aber eher jetzt ein bisschen die Position von einem Musikschaffenden zu stärken, indem ich das sage. Und als zweiter Punkt ist auch, dass A&Rs der zweite Punkt, ja gut, habe ich jetzt verhängt, wird aber vielleicht mal in einer anderen Episode passieren. Aber die Machtdynamik generell zwischen Artists und A&Rs, das ist halt eine sehr, sehr, sehr komplexe Angelegenheit. Und das, was ihr da seht in diesem Reddit-Post, und vielleicht könnt ihr dann dort den Comment selber ein bisschen durchgehen, gewisse Leute, die da vielleicht geantwortet haben, je nachdem, wer du fragst, mit wem du über das redest, haben auch gewisse Leute andere Meinungen dazu. Gewisse A&Rs könnten dir auch natürlich auch sagen, und das wäre auch ihr Recht, wenn sie sagen, nein, wir wollen gar nicht kreativ bei dir reinreden. Und dir irgendetwas sagen, was du releasen sollst oder wie gut oder schlecht vermeintlich die Songs sollten sein. Wie gesagt, es gibt die Arten von A&Rs und die Arten von A&Rs. Es sind nicht auch alle die gleichen Leute. Die haben auch alle nicht den gleichen Qualitätsanspruch. Es gibt halt gewisse A&Rs, die ein bisschen einfacher mit so etwas umgehen.
gewisse, die ein bisschen hartnäckiger sind dort durch. Ich finde es einfach immer dann problematisch, wenn ich merke, der Artist ist in einer tieferen Stellung als das Label oder die A&Rs, die dich gesigned haben, jetzt, für die da zuschauen. Und plus, die Leute zahlen nachher deine Produktionen, vermeintlich, weil das oft nachher passiert, dass sie die Investition machen und nachher so ein bisschen eine Bringschuld entsteht oder so eine Dynamik, dass sie dir nachher auch könnten, potenziell, vielleicht nutzen sie die Situation nicht immer, aber sie könnten, wenn es hart auf hart kommt, könnten sagen, hey, schau, mein Wort gegen dies und mir gefallen die Songs nicht, geh doch nochmal bitte ins Studio. Und ich glaube, ganz viele Künstler und Künstlerinnen da draußen, die sich vielleicht wünschen, wenn ich die Chance würde bekommen, zu einem Label gehen und so, verstehen nicht, dass allein schon wegen diesen Dynamiken, wegen dem Hin und Her, wegen dem ständigen Hin und Her, kann es halt sein, dass du nach 2, 3 Monaten, x Anzahl Monate, einfach blockiert bist. Nicht einmal, eben nochmal, einfach, dass ich das nochmal verstärke, nicht aus einem bösartigen Grund, aber weil es einfach so ein Hin und Her gibt, oftmals, weil man einfach über alles 7-mal diskutieren muss und nochmal alles umkehren muss und jedes Argument nochmal berücksichtigen muss in einer Strategie oder wie der Song soll tönen, dass so viel hin und her kann entstehen, dass du nach über 2, 3, 4, 5 Monaten gar nichts mehr rausbringst und das für dich so kann sich anfühlen, als wärst du blockiert oder als wärst du nicht so flexibel. Weil, so ehrlich muss man auch sein, auch für beide Seiten, für alle, die da zuschauen und sich für das interessieren. Hey, ich versuche auch nicht den Schiedsrichter zu spielen, ich versuche das jetzt nur neutral zu sagen, weil zusätzlich kommt noch dazu, dass in den meisten von diesen Verträgen, auch noch heutzutage, eine Exklusivitätsklausel drinnen ist, sprich, du musst, wenn du jetzt in so einer Label-Situation wärst und du bist nicht so intelligent gewesen oder hast das nicht rausdealen, dass du nur exklusiv mit ihnen releasen kannst. Wenn dort passiert nachher der Krux, wenn nachher der ENR, ich jetzt als ENR, die sagen, hey, die Songs sind nicht gut genug, aber du würdest trotzdem etwas mit diesen Songs machen, dann bist du aber trotzdem in dieser Exklusivitätsklausel drin und kannst die Songs nicht einfach selber releasen. Weil ich erlaube dir das nachher nicht, weil wir in einem Vertrag abgemacht haben, dass die nächsten x Anzahl Songs oder die nächsten 2, 3 Projekte bei uns rauskommen oder bei dem A&R, der dich halt gesigned hat. Und da verstehen wir vielleicht ein bisschen, wo halt dann die Problematik oder schnell mal das Machtverhältnis schnell mal kippen kann und gegen dich kann wirken. Eben oftmals vermeintlich gar nicht aus einem bösartigen Grund, aber weil Business einfach nur Business ist und A&Rs auch einfach einen Job zum Erfüllen haben, bei diesen Labels, wo sie halt angestellt sind. Und das wird jetzt nicht das letzte Mal sein, dass ich über das rede. Ich weiss, für gewisse A&Rs, die da vielleicht im Collab-Kosmos teilweise zuschauen oder schauen, was wir da für Diskussionen haben, könnte das so wirken, als wäre das jetzt ein bisschen unfair, weil ich jetzt eher die Seite vom Musikschaffenden gehighlightet habe oder die Problemstellungen und Herausforderungen und nicht so fest darauf eingegangen bin, dass A&Rs auch auf ihrer Seite auch eine sehr, sehr schwierige Stellung haben. Das mag sein, vielleicht kommen wir mal beim nächsten Mal dazu, aber die A&Rs oder Industrieleute müssen auch ein bisschen verstehen, oft sind das Label-Dynamiken oder Business-Beziehungen, wo ich einfach merke, so neutral wie ich das kann beobachten und auch kann ausdrücken, merke ich halt, dass oft die Musikschaffenden den Kürzeren ziehen. In so Situationen, in so Machtdynamiken. Vor allem, wenn du noch wenig Konsum hast oder früh gesigned worden bist. All die Kombinationen können halt dazu führen, dass du nachher wie so in einer Blockade bist, vielleicht irgendwann einmal, weil du die ganze Songs schickst und du versuchst die ganze Zeit irgendwelche Leute zu beeindrucken, irgendwelche Industrieleute und dir einen Stempel willst abholen, à la, ja, das ist jetzt gut genug. So releasen wir das. Aber bis zu dem Punkt musst du vielleicht 17 Berge überklimmen und irgendwie es hin und her haben, wo du vielleicht das Gefühl hast, das ist gar nicht nötig. Und eben, es gibt in dem Ganzen eine Diskussion, die man sollte führen, meiner Meinung nach, wo es darum geht, wenn die Songs qualitativ nicht verheben, rein von der Songstärke, nicht
vom Mixing und Mastering, ich rede, wie gut die Songs sind, wie stark die Songs sind, ist es fair bis zu einem gewissen Punkt, dass man darüber redet, hey, sind das wirklich deine besten Songs, dein bester Output, oder würde es dir nochmal etwas bringen, wenn du nochmal 3 Wochen ins Studio gehst und vielleicht nochmal ein bisschen Zeit dran verbringst, die zu feintunen. So Diskussionen sind auch fair, sollte man auch führen, weil so härtere Diskussionen führen vielleicht hoffentlich in einem Idealfall zu besseren Songs, bevor man die released. Aber viele werden mir da auch sagen, Musik ist etwas sehr Subjektives. Und die A&Rs oder die Industrieleute hier in der Schweiz, aber auch international, sind auch nur Menschen am Ende des Tages. Und es ist ein bisschen kompliziert, oder es wird dann ein bisschen kompliziert, wenn man jetzt vielleicht das Gefühl hat, man versucht eher den A&R selber, die Person zu beeindrucken und den Musikgeschmack zu tüpfen von dem A&R, anstatt dass man jetzt einfach seine eigene Vision und die Songs, die man selber geil findet, wird releasen oder kann releasen, dass dort halt oft so ein Clinch kann passieren zwischen diesen zwei Sachen. Und ganz viele Argumente eben, würden da ein bisschen den Rahmen sprengen, weil ich gar nicht zeitlich noch darauf eingehen kann. Aber so Sachen wie der A&R, der dich gesigned hat, könnte in 2 Jahren vielleicht das Label verlassen und nachher wirst du plötzlich irgendeinen anderen A&R zuteilt, der gar nicht mehr nachher deine Vision versteht oder wo du dich gar nicht verstehst. Aber du bist vielleicht noch 5 Jahre bei diesem Label oder musst irgendwie noch weiter releasen mit dem Label. Und das könnte auch deine Flexibilität hindern. Es gibt so Argumente. Es gibt Argumente, dass nachher vielleicht du grösser wirst in deinem Konsum plötzlich und du nachher eine andere, eine stärkere Hebelwirkung hast, dass du halt dann auf den Tisch klopfen kannst und kannst sagen, nein, wir machen das so, wie ich das will. Und dass nachher aber der A&R eher die Befürchtung hat und nicht Sachen anspricht und nicht ehrlich mit dir redet, weil er halt das Gefühl hat, ja, du rennst jetzt gerade davon, weil du jetzt halt grösser und besser geworden bist oder halt auch mehr Konsum hast, rennst du jetzt irgendwann davon, wenn der Vertrag abläuft. Und die Machtdynamik A&R mit Artists zusammen ist halt eine sehr, sehr komplizierte Machtdynamik, wo ich jetzt da auch nicht genug Rechenschaft kann abgeben kann. In dem einen Upload, eben, das könnte noch 15 neue Uploads geben und würde es auch irgendwann einmal geben in Zukunft. Aber einfach, dass ihr das vielleicht einmal das erste Mal gehört habt und dort ein bisschen bewusster mit so etwas umgehen und auch offen mit irgendwelchen Industrieleuten, bevor überhaupt zu so Label-Deals, bevor man zu so etwas kommt oder voll blind in so etwas reinrennt und gerade sofort irgendwo irgendetwas unterschreibt und nachher das Gefühl und nachher plötzlich aufwacht und merkt, oh, ich muss jetzt da mit irgendeiner A&R-Person über meine Musik reden und bevor die Person nicht das Okay gibt, wer auch immer das abgemacht hat, dass die Person es Okay muss geben oder wer auch immer die philosophische Regeln aufgestellt hat in der Industrie, dass das sollte so passieren, dass man jetzt plötzlich realisiert, oh, man muss da jetzt gewissen Personen intern etwas recht machen bei dem Label, mit dem ich da zusammen arbeite, sonst kommen meine Songs nicht raus. Also alles so ein bisschen Hints. Eben, ich will da nicht irgendwie Positionen beziehen. Offensichtlich bin ich jetzt eher ein bisschen auf der Seite Musikschaffender, die halt mit so Sachen Mühe haben. Aber ich glaube, vieles von dem kann man mit ehrlichen, transparenten Konversationen und vor allem viel Kommunikation zwischen all diesen Parteien kann man so Sachen auch aufschlüsseln und kann man das für die Zukunft auch ein bisschen besser gestalten. In diesem Sinne, der Thread wird noch verlinkt. Danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Merci vielmals.